Guten Morgen, wir sind heute am Pro-Verband Daverding und ich freue mich, mit der Madame Regine Bernard über den Empfang und Begleitung für Flüchtlinge schwätzen zu können. Madame Bernard ist ganz aktiv am Pro-Verband Daverding und sie ist auch Membre von einer Flotte-Equipe, die sich stark für die Flüchtlinge engagiert. Madame Bernard, was ist Motivation für Ihr Engagement? Ja, am Anfang sind ich gefragt von der Madame Kass, die eine Idee an die Leben geholfen hat, für Frauen an einem Gruppe zu begleiten, wo wir gehäkelt haben. An ein Projekt, das zu La Sauvage mich ausgeweitet gehen ist. Und da habe ich gedacht, ups, sie freut sich, das zu engagieren. Und ich habe gedacht, nee. Ich will keinen zweiten Job neben meinem Job. Das war direkt mal meine erste Angst. Und da hat aber ein bisschen mit ihr geschwärzt und da hat das am Anfang just geheißt, hey, das just für sich ein bisschen aufzuwissen, dass nicht immer dieselbe muss kommen und so weiter. So ich dachte, ich kann noch durch meine Präsenz machen, das ist nicht das Problem. Und dann habe ich das auch gemäht und da war ich die erste Kehr da. Und da sitzen 4 Frauen aus dem Flüchtlingsheim zu Daverding. Und da war eine Frau, die hat mich also irgendwo, die hat etwas mal gemäht, die hat mich irgendwo Dave berührt. Ich habe schon die Frage geguckt, ich wusste von ihr, dass sie ein kleines Puppelchen hat. Und sie sitzt dort zu häkeln, ganz ein düsterer Blick, so zu häkeln, ganz an sich ran. Und sie war bleich, wie ich weiß nicht was. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich hatte 25 Jahre, ich meine nicht Kat gekriegt. Und dann habe ich mir vorgestellt, stell dir vor, du wärst wo irgendwo an der Welt, an der Fremd. Du hast gerade ein Puppelchen an dem Land auf Weltbrot. Du verstehst Spruch nicht. Du sitzt da mit Frauen da zu häkeln, verstehst Spruch nicht. Du weißt gar nicht. Ich war damals an meiner Heimisch schon leicht überfordert mit meinem Kant. Und dann mit so einem Problem umgegangen. Ich habe gedacht, das muss nicht einfach sein. Und die Frau hat mir da auch getan, einfach auch, weil ich gemerkt habe, sie war da, sie hat das gemerkt, was man so gestaltet hat, aber ich hatte gefühlt, wir kommen nicht so rum. Und da bin ich hingegangen und das hat irgendwas, was man gemacht hat, da war ich irgendwie schon verändert. Und dann habe ich gedacht, ja, nee, du kannst nicht nur gucken, du musst ihn irgendwie sich, aber dann können wir ihn engagieren. Und das hat dazu beigetragen, dass ich dann aber mir regelmäßig hingegangen sind, um Dinge, noch meine Möglichkeiten, weil ich auch nach berufstätig bin. Ich konnte nicht immer da sein, aber so, wann ich konnte, war ich aber dabei. Das war auch für mich ein Auslöser, für das zu helfen. Flüchtlinge zu begleiten, als Hayans du nicht liegt. Seid ihr dabei, Hayans du auf Schwierigkeiten gestoßen? Ja, natürlich. Die erste, das war mal schon seine erste Angst überwunden. Weil ich kann gleich verstehen, dass sie Angst haben. Ich hatte die auch. Und ich denke, dass das aber auch ganz natürlich ist, ganz normal ist. Und meine Angst war einfach, oh Gott, was geht das lo, was müsst du da, und was man die, und so weiter. Und ich habe aber gemerkt, durch den Kontakt vergeht die Angst. Weil ich nicht, am Anfang gehst du hin mit dem Gedanken, ja, du gehst bei den Flüchtlingen, und dann du gehst bei Madame so und so, und du gehst bei Madame da und nicht die Menschen, und du sagst denen ihr Schicksal, und du spürst hier das Leben doch und du willst eben etwas dazu beitragen, dass das sich verändert. Eine andere Schwierigkeit, die sicher auch war, wenn es mal für mich, das war Spruch, weil die Frauen nur knapp Französisch gesprochen, nicht viel verstanden und war auch eigentlich nicht in Englisch gesprochen, da kommen auch sehr meine Limiten. Aber ich dachte, dass wie überall in der Welt der Spruch findet sich und auch das Verständnis findet sich, wenn ihn nimmen Opas an auch von hinten aus, wenn sie besser haben oder so, sie fanden dann noch den Weg, für dann sich auszudrücken, auf die eine oder die andere Manier. Ja, das gibt so nicht was hat, Schwierigkeit an eine andere, die wir an Cour de Route auch gemerkt haben, das war, dass eigentlich sie gemeint haben, weil wir angefangen haben, als sie zu kümmern, dass wir so ein bisschen zuständig schwer für alles, also die öffentliche Wehr, den Ministergang, an den Schweizer Doktorgang, den Weg beim Doktor und so, an Zertifikat an Besoin da, und da waren wir natürlich auch überfordert, weil wir wissen nicht, wir sind Laien, wir wissen nicht, wie alles strukturiert, also wie das gesetzlich festgelegt ist mit den Marschen und so weiter. Und dann muss ich dann punktuell noch gucken, wie kann ich da helfen,
wo kann man sie weiterleden und was kann ich noch machen für sie zur Unterstützung. Was hat dir durch ihr Engagement beigelehrt? Ja, was du beigelehrt hat, ist, dass du kannst dich zwar, du gehst vieren, mit du wie selber dran, das heißt, meine Ängste sind vergangen, ich kann meine Ängste aufbauen, dadurch, dass ich auch die Leute konfrontieren und hergehen. Das ist für mich eine Bereicherung. Den zweite Sache, und das ist meine Stadt, was mich nach Ohren an der Geschichte am meisten berührt hat, die Frau, die am Anfang du sitzt, ganz an sich rangekehrt zu strecken mit den düsteren Minen, an ihr offensichtlich nicht gut an ihrer Haut, die hat am Ende von einem Schaffjahr ein großes Lachen im Gesicht gehabt bei einer Aktivität, die man hat. Und du hast gemerkt, löst die Frau aus ihrem Schlickenhaus rauskommen. Trotz Spruchschwierigkeiten, wir sitzen zusammen bei Essen und Trinken, ob Fester, und privat auch. Und ich denke, das ist eine gute Erfahrung, die kann man, wenn ich spielt, halt, durch einen Menschen, warum irgendwo ein bisschen mehr an Leben rangegangen.